dass du so ein guter Herr und Gott bist. Danke für deine Treue. Merci, dass dein Verheißen ist Ja und Amen. Danke, dass du treu auf dein Wort bist. Sei gnädig. Sei gnädig mit uns. Heiliger Geist, du hast die Vater sind Gedanken, sein Wille uns offenbaren. Wenn wir seine Stimme hören, und wir sagen Ja. Ja zu dir. Amen. Merci vielmals, das Lobpreisteam. Das war ein mega starker Lobpreis. Und ich freue mich, dass wir noch weiter nachher noch miteinander Gott loben. Wenn ich Leute frage, weißt du, dass du gerettet bist? Am meisten würden sagen, ja, ich weiss, ich bin gerettet. Ohne Pause, ohne mal überlegen, ohne mal, ich weiss es nicht, ich muss, eigentlich ja. Nein, meisten von euch, wenn ich dich heute Morgen frage, weißt du, dass du gerettet bist? Würdest du ja sagen, oder? Und wenn du Nein sagst oder sagst, ich weiss es nicht, dann nach dem Predigt, also nach dem Gottesdienst, du darfst zu mir kommen. Du darfst auch zu dem Gebetsteam gehen, wo auf meiner rechten Seite sind. Das ist der rechte, ja, korrekt. Ihr dürft kurz aufstehen, sind die da? Gebetsteam, there you go. Das ist der Roland und Kathi. Er sagt, hier bin ich. Wenn du sagst, hey, ich weiss es nicht, ob ich gerettet bin, dann unbedingt komm zu uns. Und wir werden sicherstellen, dass du gerettet bist. Oft, wenn ich frage, aber weißt du, dass du Berufung über dein Leben hast? Dann kommt eine Pause. Sehr oft. Die Pause ist ein bisschen überlegen. Es gibt Leute, die sagen, ja. Es gibt Leute, die sagen, ich weiss es nicht. Vielleicht. Und deswegen, wir haben die Predigtserie. Du bist berufen. Du hast eine Berufung über dein Leben. Vielleicht bist du da und sagst, ja, ich weiss, ich habe eine Berufung. Und du kennst deine Berufung, super. Dann die Predigt dient als Erinnerung für dich, Bestätigung, Ermutigung, dass du weiterhin in dieser Berufung lebst. Vielleicht bist du da und sagst, nein, ich weiss es nicht, was meine Berufung ist. Das ist auch okay. Denn die Predigt dient als Information, auch als Ermutigung, dass du darfst in der Berufung, die Gott dir gegeben hat, wachsen. Viele Leute denken an die Berufung an mir als Pastorin. Brina, du hast eine Berufung, du bist Pastor. Oder Micha, ihr Pastoren, Gemeindeleiter, Missionare, die haben eine Berufung. Nein, so eine Berufung haben wir nicht. Das ist nicht wirklich, was Berufung ist. Es gibt unterschiedliche Art und Weise von Predigten. Heute meine Predigt ist eine Lehrpredigt. Das heisst, heute werde ich euch kurze Lektion geben, was Berufung ist, wenn ich auf der nächsten Folie habe. Was sagt die Bibel über Berufung? Was es wirklich bedeutet im Wort Gottes? Unterschied zwischen generellen Berufungen und spezifischen Berufungen in der Bibel und in unserem Leben. Und dann, ich wollte mit euch, wie Berufung und Beruf zusammenkommt überhaupt. Und wie können wir in diesem Leben, wir schauen, wie viel Zeit wir haben. Und dann nehmen wir von dort. Und wir schauen die ersten zwei ganz sicher zusammen. Berufung auf Griechisch heisst Kaleo. Das Wort Call von Englisch kommt von Kaleo. Wortwörtlich heisst rufen. Anrufen. Heisst wirklich einfach anrufen. Das Calling. Auf Hebräisch, das Wort Berufung heisst Kara. Challenge. Wer kann sagen? Niemand. Probiert nochmal. Okay. Lacht mir nicht aus, wenn ich nicht Ü kann sagen, okay? Wenn ihr lernt sagen, dann
Dann lerne ich Ü mit Umlautsachen. Okay. Kara heisst, jemand beim Namen rufen. Nicht einfach jemand rufen, sondern jemand für einen Zweck beim Namen rufen. Ich brauche... Es sind so viele Leute da. Wer soll ich jetzt nennen? Remo, ich brauche dich. Ich brauche den Remo. Ich sage, ich will etwas von ihm. Und ich sage, Remo, von einem Zweck. Das ist Kara. Ich rufe jemanden beim Namen, weil ich... Meine Mama sagt, Kara, das... Ja, Mama, Kara. Okay. Auf Aramäisch ist das gleiche Wort. Das von uns macht voll Sinn. Jemand beim Namen rufen. Lass uns kurz in der Bibel anschauen, wo in der Bibel das Wort Berufung kommt und was es bedeutet. Darf ich nächste Folie? Gott ruft Menschen. Zum Beispiel, der Herr sprach zu Abraham. Es ist nicht Sprache. Es ist Kara. Oder Kaleo auf Griechisch. Der Herr ruft Abraham. Wir können sagen, der Herr hat eine Berufung über Abraham gesprochen, und zwar, geh aus deinem Land. Hä? Ist das eine Berufung? Ja, das ist eine Berufung. Gott hat eine Berufung auf Abraham sein Leben gestellt. Und zwar, geh weg von deinem Land. Und Abraham hat der Berufung nachgegangen. Er hat Ja gesagt zu dem Mose, genau gleich. Aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu. Moses, Mose. Gott rief ihn. Mose. Er spricht eine Berufung über sein Leben. Was war die Berufung von Mose? Im Gegenwart Gottes eintreten. Gottes Stimme hören. Mit Gott reden. Das war seine Berufung. Die erste Berufung von Mose. Komm in meinem Gegenwart. Genau gleich mit Samuel. Gott ruft Samuel, sagt Samuel, Samuel. Und Samuel geht zu Gott. Das ist seine Berufung. Das ist das erste Berufung. Was war beim Samuel? Gleich wie der Mose. Komm und lass zu. Komm und begegne mich. Komm und lass uns miteinander austauschen. Beziehung. Mit Diener, mit Volk Gottes, Israel, ist genau gleich gewesen. Gott ruft, Gott sprach. Da, wo die Bibel sagt, und so sprach der Herr, und dann kommt ein Befehl, das ist immer eine Berufung. Das ist eine Berufung um das Leben von Menschen. Also wenn wir die Bibel anschauen, was eine Berufung ist, darf ich die nächste Folie haben? Sammy, darf ich den bewegen? Danke. Was ist Berufung? Berufung bedeutet, Gott lädt uns ein in eine Beziehung, Veränderung und Auftrag. Das ist Berufung. Berufung fängt mit Beziehung. Wer war letzte Woche da gewesen? Der Wilhelm hat kurz von seinem Leben erzählt. Wenn ihr sein Interview nicht gehört habt, könnt ihr auf unserer YouTube anschauen. Und am Schluss von dem Interview hat er gesagt, Berufung fängt immer mit der Beziehung mit Jesus. Das ist unsere erste Berufung, ist Beziehung mit Gott. Ohne das, der Rest macht keinen Sinn. Berufung heisst, in Beziehung mit Gott eintreten, uns verändern lassen, vor einem Auftrag, wo er uns gibt. Beziehung, die uns verändert, vor einem Auftrag. Macht das Sinn? Gehe ich weiter? Okay. Ihr seid gute Schüler. Sind da, vor allem die da, wo alle am Schreiben sind. Ihr motiviert mich. Danke. Awesome. Und jetzt Berufung in der Bibel gibt es zwei Arten. Wir haben in der Bibel generelle Berufungen, wir haben spezifische Berufung. Generelle Berufungen, die für uns alle stimmen, wo wir haben schon mit dem eigentlich angefangen. Es gibt unterschiedliche, aber ich schaue heute 4 generelle Berufungen. Das erste Berufung, wo jeder von uns auf unser Leben hat, ist der folgende. Allgemeine Berufungen, danke. Gott ruft uns
zur Rettung. Beziehung mit Jesus. In unserer Rettung zu leben, das ist eine Berufung. Wenn du sagst, ich habe mich entschieden, ich will an Jesus glauben, du hast eigentlich die Einladung wahrgenommen. Du hast ein Ja gesagt zu der Berufung, über dein Leben mit Jesus unterwegs zu sein. Du lebst schon im ersten Teil von deiner Berufung. So, wenn ich dich fragen würde, hast du Berufung über dein Leben? Du darfst sagen, ja, ich kann. Wenn ich dich frage, lebst du in dieser Berufung? Du darfst sagen, ja, ich lebe, weil du gerettet bist. Römer 8,30 sagt, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. 1. Korinther 1,9, ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Er hat uns berufen, mit Jesus in der Verbindung zu leben, mit ihm unterwegs ist. Zweite, Gott hat uns für ein Ziel und Zweck und Dienst berufen. Jesus sagt sehr klar, ihr seid Salz und Licht in der Welt. Das ist eine Berufung. Wenn Jesus dem 120 Leuten gesagt hat, bevor er weggegangen ist, im Himmel gegangen ist, geht in die Welt, verkundet die Botschaft, die gute Nachricht, predigt meine Worte, macht Menschen zu Jüngern. Das war nicht nur von den 120 Menschen, die vorhin gestanden sind, das gilt für uns alle. Zeugen sie von Jesus ist unsere zweite Berufung. Licht und Salz sein in der Welt, da wo wir sind, daheim, im Beruf, in der Schule, beim Migros, im Kopf, überall wo wir sind, Salz und Licht sein, das ist unsere Berufung. Zeugen von Jesus. Das heisst nicht, dass ich jetzt auf der Straße evangelisieren muss, aber da wo ich bin Zeuge von Jesus. Mein Leben soll sinnlich widerspiegeln. Dritte, oder ich lese es Bibelvers von das, 1. Petrus 2,9, seid ihr hingegen, seid das von Gott erwählte Volk. Ihr dürft eine königliche Priesterschaft sein, ein heiliges Volk, ein Eigentum Gottes, damit ihr seine größten Taten verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem großartigen Licht gefunden hat. Ja, aber ich bin keine Rednerin. Ich kann nicht gut reden. Durch eure Taten, durch euer Leben soll Jesus verherrlicht werden. 3. Gott ruft uns zu Ausdauer und Hoffnung. Für dich vielleicht macht nicht so viel Sinn, ausharren, mit Hoffnung leben in Jesus. Für die, die in Verfolgung stehen, das ist eine starke Berufung. Halt durch, gib nicht auf. Mit dem Glauben, mit dem Vertrauen, mit der Hoffnung in mir. Halt durch. Gib nicht auf. Vielleicht das gilt auch für dich. Gib nicht auf, wenn es schwierig wird. Ausharren, nicht aufgeben. Der letzte Punkt. Gott ruft uns alle in Heiligkeit, in Heiligung zu leben. Wort Gottes sagt immer wieder, Gott ist heilig, seid heilig. Wir sollten ein heiliges Leben haben, weil Gott heilig ist. Und wir sehen viele Versen in der Bibel, wo das widerspiegelt. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Denn, 1. Petrus 1 sagt, denn der euch berufen hat, ist heilig, darum solltet auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. 4 generell allgemeine Berufungen, wo jeder Christ auf sein Leben hat. Jeder von uns hat Gott berufen, in unserer Rettung zu leben. Jeder von uns hat Gott berufen, als Licht und Salz in dem Dienst zu leben, als Zeuge Jesu Christi. Jeder von uns ist berufen, in Hoffnung und Ausharren, in Kraft von Jesus. Und jeder von uns hat eine Berufung, um heilig zu leben. Die sind allgemeine Berufungen, die jeder von uns hat. So, eine kurze Frage. Weißt du deine Berufung? Weißt du, dass du berufen bist?
Nicken. Alright, there you go. Good. Bist du sicher, dass du Berufung über dein Leben hast? Ein paar nicken. Wie kann ich das interpretieren? Ich interpretiere, wir sind Schweizer, wir sind einverstanden, wir zeigen es einfach nicht, oder? Ist das richtig? Merci. Wir haben eine Berufung. Kennt ihr den Corrie ten Boom? Ich habe ein paar Mal über sie geredet. Sie hat ein Buch geschrieben. Sie war von Holland während der Nazi-Zeit. Hat sie sich entschieden, sie würde die Juden verstecken in ihrer Wohnung. Mit ihrer Schwester zusammen. Es sind 2 junge Mädchen, die denken, gläubig, wir wollen unseren Nächsten lieben. Und wir wollen für die Gerechtigkeit stehen. Das ist nicht fair. Und wir wollen nicht sehen, wie die Juden da leiden. Und sie haben die Juden versteckt in der Wohnung. Sie hat sie hat ein Buch geschrieben und sie sagt, sie hat keine Berufung gespürt. Sie hat nicht gedacht, jetzt Gott verlangt von ihr, ihre Tour aufzutun für die Juden und sie verstecken. Nein. Sie hat einfach auf Herz gehabt, sie will für die Schwächen da sein, stehen und sie helfen. Das hat sie gemacht. Ist sie dann in ein Gefängnis gekommen. Das Solitary Confinement, jahrelang ist sie stecken geblieben im Gefängnis und dann, nach der Nazi-Zeit, frei wurde, hat angefangen zu predigen, ihre Story zu erzählen und sind Hunderte von Menschen durch ihren Glauben zu Glauben gekommen. Sie hat keine spezielle Berufung entdeckt. Das Gleiche mit Dietrich Bonhoeffer. Er hat nie gedacht, ich wäre ein Held vom Glauben, jetzt bin ich der Held. Er hat nicht wie Mose einen Dornbusch entdeckt. Oder Stimme vom Himmel gehört, dass er muss für die Gerechtigkeit stehen. In seinem Buch sagt er hat einfach auf Herz gehen, wie jeder Christ berufen ist, als Nachfolger Jesu Christi zu leben, in Gebet und Schrift, den Nächsten zu lieben und für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit einzutreten. Das sagt er. Keine Berufung, nicht speziell, dass ich muss jetzt für die Gerechtigkeit stehen. Er hat einfach gesagt, wie jeder Christ soll ich stehen als Nachfolger Jesu Christi im Gebet, im Wort Gottes für Gerechtigkeit von Menschen, die leiden. Das hat er gemacht. Und Gott hat ihn belohnt. Und er ist heute ein Held von Glauben für viele von uns. Generelle Berufungen, allgemeine Berufungen hat er gelebt. Da bei uns im Kreuzpunkt, wir haben viele Leute, die Tag nach Tag ihre generelle Berufungen leben. Allgemeine Berufung. Und wir enden von ihrem Ja, von ihrem Gehorsam. Ich war letztes Mal beim Sozialamt hier in Wettingen. Eigentlich vor 2 Jahren das erste Mal. Wir wollten ein paar Projekte miteinander machen, als Kirche schauen, was kann man zusammen mit dem Sozialamt machen. Wie kann man mehr miteinander arbeiten? Bin reingekommen, habe ich mich vorgestellt, einen Termin abgemacht, dann habe ich die Leiterin von der Sozialamt kennenlernen. Als ich mich vorgestellt habe, gesagt, ich bin Pastorin vom Kreuzpunkt, sagt sie, ihr seid die mit Deutschkurs. Ich habe gesagt, ja, genau, wir sind die mit Deutschkurs. Und sie hat sich bei mir bedankt. Ich habe gesagt, merci vielmals für den Deutschkurs. Von was ihr macht, mir schickt viele Leute zu euch. Ich glaube, wir sind gute Partner. Und seitdem wir sind ständig im Kontakt. Wir sind die mit Deutschkurs. Kathi, wo bist du? Kannst du kurz vorne kommen? Wir haben eine Frau, die keine Stimme vom Himmel gehört hat. Lass mich fertig reden. Dreh dich um. Sie ist eine Lehrerin, komm mal. Also, wo nicht durch Gebet und Fasten von der Heiligen Geist den Traum gesehen hat, dass sie mit Deutschkurs anfangen muss. Sie hat gesagt, ich habe es auf Herz gehabt, von Menschen da sein. Sie ist eine Lehrerin, beruflich. Sie korrigiert alle. Sie hat gesagt, ich kann es gerne korrigieren und einfach Deutsch beibringen. 2010 hat sie angefangen mit Deutschkurs in der Kirche. Eine Frage. Was macht ihr? Wie viele Leute habt ihr?
Im Vergleich von jetzt und 2010, was hat sich verändert? Ja, wir haben angefangen mit einer Frau aus der Gemeinde. Also ich hatte eine Leiterin, Lani, die Frau vom Pastor, dann, und eine Besucherin am ersten Deutschkurs. Und jetzt habe ich gestern nachgeschaut, dass sie sicher etwa 700 bis 800 Leute, die wir registriert haben in unserem Deutschkurs, die mal waren, länger oder kürzer, die wir haben erreicht, mindestens mit einer Botschaft über das Evangelium. Wir tun in den ersten 30 Minuten Kaffee trinken, begegnen, reden, austauschen, möglichst auf Deutsch, aber leider ist das häufig einfacher in der Muttersprache. Aber dort geht es darum, dass die Leute Kontakte finden, andere, die auch Deutsch lernen müssen. Das ist sehr wichtig. Nach dieser halben Stunde gehen wir eine halbe Stunde meistens runter in die EG und dort erzählen wir eine biblische Geschichte auf Deutsch. Sie hören Deutsch, sie verstehen mehr oder weniger, das ist unser Gebet, dass sie mehr verstehen von dieser Andacht. Das ist der Kern des Deutschkurs, das Herz. Wir erzählen die biblische Geschichte. Und die letzte Stunde nachher noch ist Unterricht, so wie man es kennt als Deutschkurs, mit Büchern in verschiedenen Niveaus. Im Moment haben wir 7 Gruppen. Im Moment sind wir 13 Mitarbeiter. Und ja, ich habe gesehen, eine Mitarbeiterin ist seit Anfang mit mir zusammen. Wir haben vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, wir haben eine Taufe gehabt mit Olena von Kiran, wo sich da im Deutschkurs gekommen sind, dadurch sind zu Glauben gekommen. Im November letztes Jahr, wir haben etwa 6 Personen, oder Raffi, ich weiss nicht, wie viele Personen haben wir für Deutschkurs gehabt. Im Alpha-Life-Kurs. 4. Wo für Deutschkurs sind im Alpha-Life gekommen. Die meisten Telefone, die wir unter der Woche erhalten, hier in Kreuzpunkt, sind Leute, die fragen, die anrufen und sagen, ich würde gerne meine Frau Deutschkurs schicken, wann findet Deutschkurs bei euch statt, wie darf man kommen, wie viel kostet es, sind meistens Deutschkurs. Und wir sehen, wie Leben werden verändert. Durch ein Jahr. Ihr habt letzte Woche wieder angefangen, ein neues Schuljahr, kann man sagen. Was freut dich und motiviert dich am meisten, als ihr jetzt angefangen habt? Also ich habe mich gefreut, die Leute wieder zu sehen. Wieder zu sehen, wie es ihnen geht, zu hören, wie sie dran sind. Ich habe mein Team auch gefragt, was freut euch, wieso macht ihr das? Und sie haben gesagt, die Leute sind so dankbar. Die Dankbarkeit von diesen Leuten motiviert mich. Oder sie haben gesagt, die gemeinsame Freude an biblischen Geschichten, das motiviert mich. Die Motivation von den Leuten, die Deutsch lernen und die Hilfe brauchen, das motiviert mich. Und was ist eine Challenge? Wenn du jetzt in den nächsten quasi Schuljahr ein bisschen anschaust, was sind die Herausforderungen, die wir dafür beten als Kinder? Genau, immer wieder die Liebe zu haben für neue Menschen. Es kommen immer wieder neue Geschichten. Ihre Geschichten nicht zu vergessen, ihre Namen nicht zu vergessen, für sie zu beten. Sie kommen manchmal nicht regelmässig oder viele kommen nicht regelmässig und wenn sie wieder kommen, dass wir sie erkennen und ihre Geschichte wieder haben, das ist eine Herausforderung. Und unser Gebet, dass Gott ihnen begegnet, dass sie hier Gott begegnen. Dass das ein Ort ist, wo sie Jesus lernen können. Und dass Gott ihnen begegnet in ihren grossen Nöten. Das andere, die Schwierigkeiten, die schwierigen Schicksale, die Nöte, wir können beten, Gott wirkt. Wir machen jetzt Folgendes, Raffi, ich bitte dich, wieder vorne kommen.
Im Namen von der Gemeindeleitung kommt der Raffi. Und ich bin auch Gemeindeleiter. Dann sind wir zu zweit. Und wir möchten gerne für den Deutschkurs beten. Wir möchten gerne für Kathi beten, für das ganze Team. Und ich bitte euch alle, mit mir zu aufstehen. Und das Ja sagen. Raffi, könntest du beten, bitte? Jesus, danke dir vielmals für so viel, insbesondere auch Frauen, die sich einfach reingeben, die so viele Menschen, so viele Leute, die in den Deutschkurs kommen. Danke vielmals für das Kathi, für ihren langen Schnuff, den sie hat und vor allem ihr Herz, das sie nie verloren hat, sondern dazu gewonnen hat. Und ich möchte dich bitten, dass du allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kraft gibst, dein Herzschlag immer wieder mit ihnen teilen tust, dass du genügend Menschen gibst, die sich hineingeben und vor allem, dass die Menschen Hoffnung und Frieden in dir dürfen entdecken, egal welche Sprachbarriere das da ist. Danke dir, dass du die Berufung, den Ausspruch über das Kathi und ihrem Team geleitet hast. Und ich möchte dich bitten, dass der Ruf nach ihrem persönlichen Namen jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer auf den Deutschkurs erfahren. Amen. Amen. Danke vielmals. Merci, Kathi. Und Kathi ist nicht der Einzige. Ich glaube, ich könnte viele von euch da vorne haben. Und das möchte ich sehr gerne. Das würde man sehr gerne miteinander machen. Viele von euch leben in dem Berufung, im Dienst, treu. Das, was Gott euch getraut hat. Es gibt auch spezielle Berufungen. Das gibt es auch. Nächste. Ja, es geht zur nächsten Folie. Gibt manchmal, das geht uns für eine Rolle, Office auf Englisch gesagt, Missionar, ein Pastor, speziellen Dienst, tut einladen, spezielle Gabe geben. Das sehen wir aber selten. Gewisse Namen sehen wir in der Bibel, aber es ist nicht so, dass man denkt, jeder, der in der Bibel dient hat eine spezielle Berufung. Zum Beispiel der Stephanus. Die Kirche in der Apostelgeschichte hat ihn ausgewählt. Er war ein treuer Mann, guter Mann, fest im Glauben, hat sich zuverlässig bewiesen. Und der Kirche sagt, Stephanus, wir würden gerne, dass du Essen verteilst unter Witwen. Dass du schaust, dass sie gerecht ist, fair ist, dass sie genug Essen haben. Das war sein Job, das war sein Dienst. Essen verteilen unter den Witwen. Und er nimmt das wahr. Und er macht das. Und er macht das treu. Das ist seine Berufung. Das ist sein Dienst. Das ist sein Herz. Ich will Menschen dienen. Gastfreundschaft. Von dem, was ist gewachsen. Ein paar Kapitel später, im Kapitel 6, wir lesen, Gott hat ihm noch mehr gegeben, ist ihm noch mehr gesegnet. Er ist zum Wunderwerker geworden. Gott hat durch ihn Menschen geheilt. Und dann, er ist zum Prediger geworden. So stark im Glauben, dass er hat angefangen, Jesus zu verkünden. Vielleicht währenddem, dass er Essen verteilt, sieht er eine Witwe, die zu ihm kommt, die ein bisschen krumm ist oder Schmerzen hat. Er sagt, darf ich auch für dich beten? Dann fängt er für sie zu beten. Und Gott heilt. So ist es gewachsen. Nicht, dass jetzt hat er gedacht, jetzt muss ich Menschen heilen, sondern darf ich einfach mit dir beten. Das Gleiche mit Philippus. Er war auch einer von den Essenverteilern. Das ist sein Job. Er macht das treu. Und dann Gott braucht ihn, da wo er war, um das Evangelium weiterzugeben. Er tut Essen verteilen und über Jesus erzählen. Essen verteilen und über das, was Jesus gemacht hat, aus der Stephanus. Habt ihr gehört, was der Stephanus gemacht hat? Er hat betet und Gott hat den geheilt. Und er auch, dass er für dich betet. Und so geht es weiter. Dann geht ihm der Philippus, er nimmt irgendjemand anders, dass er das Evangelium weitergeht, dass er Menschen taufen. Und nachher ist er ein Prophet geworden, nicht nur er, sondern all seine 4 Töchter. Ein sehr vertraulicher Prophet, dass der Paulus zu ihm geht, tut hören,
Dass darf der Paulus sagen, was der Paulus zu tun hat mit den 4 Töchtern? Stark im Glauben unterwegs. Keine spezielle Berufung, ist einfach natürlich gewachsen. Das Gleiche mit Timotheus. Er ist ein Mitarbeiter von Paulus gewesen, ein junger Mann. Ein junger Teenage-Mann, der einfach mit dem Paulus unterwegs ist. Unterwegs, der Paulus denkt, weißt du was? Du bleibst da in Ephesus, ich gehe weiter, kommst dann zu mir, gibst mir einen Bericht, wie das ihnen geht, und dann wir schauen, er bleibt und er macht seinen Dienst so gut, so treu, dass der Paulus sagt, weißt du was, ich schicke dich zu Galater, von der Galater gehst du noch weiter zu der Peras, von dort kommst du auf Korinth und dann wir treffen uns dort. Und so ist er gewachsen. Und er ist ein Pastor geworden. Von dem Bereich. Am meisten vom Helden, die wir in der Bibel haben keine spezielle Berufung. Sie sind einfach in dem allgemeinen Berufung treu gewesen und von dort sind gewachsen. Darf ich die ganze Worship-Band auf der Bühne haben? Schon jetzt? I know. Der Sami hat nicht geglaubt, dass ich die Zeit mich behalten kann, aber ich kann es ihm beweisen, dass ich kann. Die Schlüssel in der Berufung zu leben, ist in unseren allgemeinen Berufungen warnen und Ja sagen. Bevor ich zum Abschluss von meiner Predigt komme, wir haben ein Booklet geschrieben, «Find raus, deine Berufung». Jetzt habe ich gedacht, zusammen mit Micha, wir würden gerne Kleingruppen besuchen. Kleingruppen, die sagen, wir würden gerne unsere Berufungen entdecken. Nicht den allgemeinen Berufungen, sondern unsere Geistesgaben, unsere Dienstberufungen. Es gibt Tests und es gibt unterschiedliche Arten, wie wir euch helfen, eure Berufungen entdecken. Wenn du da bist und du sagst, ich würde gerne wissen, was will Gott von mir? Ich weiss meine allgemeine Berufung, aber ich würde gerne noch mehr hören, was für eine Gabe hat er mir gegeben. Was für eine Berufung. Nächstes Mal, dass ich predige, werde ich über Gabe ein bisschen miteinander anschauen, unsere Dienstberufungen. Aber Micha und ich, wir kommen sehr gerne zu euch in der Kleingruppe und wir schauen die Berufung. Ich kann schon kommen. Getraut euch nicht? Nein. Alright. Eure Berufungen miteinander anschauen. Und wir machen etwas mega speziell. Wir nehmen 2, 3 Gebetspersonen mit. 2, 3 Personen von dem Gebetsteam. Und dann tun wir von jeder einzelnen Person beten und hören. Wir machen den Test, tun wir es austauschen, viele Fragen, gute Fragen von euch, wo hilft, den Beruf zu entdecken. Und wir haben sogar ein Team, das mitkommt, das mitlässt, das mitbetet. Und wir gehen den Weg zusammen. Wieso? Wenn wir wissen, wie wichtig das ist. Dass wir nicht einfach umsonst leben, sondern wir dürfen wirklich in unserer Berufung leben. Jetzt. Wir fragen dich, du hast eine Berufung, eine allgemeine Berufung. Du erhaltest einen Phone Call von Gott. Das Call, ein Anruf. Nimmst du ab oder nicht? Die meisten von den Phone Calls fangen so an. Wie geht's dir? Oder? Die meisten. Ausser wenn Firma, Business ist, hey, ich habe eine Frage. Hast du gute Zeit? Kannst du das geschwind erledigen? Die meisten freundschaftlich, wenn der Eltern anrufen oder Freunde anrufen, hey, wie geht's dir? Gott ruft dich an und seine erste Frage ist, wie geht's dir? Wie hast du? Das ist immer mit Gott so, wie Berufung fängt mit Beziehung. Und dann, vielleicht dann, kommt ein Auftrag, aber selten kommt Auftrag. Am meisten kommt Beziehung mit Gott. Und das ist unsere Frage, das ist meine Frage für dich heute. Was sagst du zu Gott? Zu den allgemeinen Berufungen, den speziellen Berufung? Nimmst du ab oder nicht? Redest du mit ihm oder nicht? Laufst du in der Berufung oder nicht? Wir werden im Zeit vom Lobpreis einsteigen. Ich möchte, dass du ehrlich überlegst, was ist meine Berufung? Allgemeine Berufung, lebe ich in dem hinein oder nicht? Sage ich ja täglich oder nicht? Ich will mit euch kurz beten und dann wir werden ein Ja zu Gott hoffentlich sagen während dem Lobpreis. Merci, dass du uns zur Beziehung rufst. Merci, Jesus, dass wir dürfen das persönliche Beziehung mit dir geniessen.
Merci, dass du lebendig bist, unterwegs. Und danke, dass du interessierst, wie es uns geht. Danke, dass du dich interessiert, nicht nur an einem Job und Tun und Arbeit und Auftrag erledigen, sondern du hast Interesse an unser persönliches Leben. Wir wollen in dieser Beziehung mit dir eintreten, in unserer Berufung leben. Und wir möchten Ja sagen zu dir. Ja zur Beziehung, Ja zur Änderung, Ja zum Auftrag. Und danke, dass du ausrüstest und danke, dass du segnest. Und merci, dass du uns beim Namen rufst.